Katja? Ja, Fotograf. Halt mal. Kolleginnen und Kollegen, holt der Schlüssel Platz, wir wollen nur fänken. Kolleginnen und Kollegen, holt der Platz, da können wir aufhängen, wenn ich klebt. Sieht er gut drauf? Live invitieren. Live Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße euch alle Guten ganz herzlich auf unserem 1. Mai heute zu Rheims. Auch dieses Jahr sind wir froh, als Familienfest heute zu Rheims zu organisieren. Ein ganz großes Merci dem Bürgermeister und dem Chefrat von der Gemeinde Rheims, und ganz besonders dem Mitarbeiter vom Service Technik. Kolleginnen und Kollegen, die Sozialwahlen vom 12. März 2024 haben den LCGB ein gut Stück weitergebracht. Wir sind mit knapp 4.300 Kandidaten auf 539 Betriebe angetreten und haben 1250 effektiv Mandate können erreichen. Das sind 8% mehr als 2019. Am Transportsektor ist die LCGB die stärkste Gewerkschaft. Auch speziell am Bussektor konnte die LCGB seine sektorielle Majorität ausbauen. Am Bootssektor ist die LCGB noch diese Sozialwahlen majoritär. An einem Sektor, wo wir 2019 nach einer 20% gelungen. Am Logistiksektor, durch die Majorität bei Kühne und Nagel, durch die neue Majorität bei CRL Cargo am Multimodal, ist die LCGB ganz stark vertreten. An der Industrie, bei Goodyear, Dupont de Nemours, Husky, Ceratisit, konnten wir als Majorität konsolidieren. Bei Eurocomposite sind wir angetreten
an direkt majoritär gehen, aber bei der Webasto vertruden. Am Grupp Dussmann, engem von denen 4 größte Betriebe hier am Land, sind wir an alle Bereiche majoritär. Am Bau sind wir für die erste Kehr an einer Reihe von großen Betrieben wie CDCL als Solidec vertreten und konnten dabei direkt bei der Stugalux Majorität kriegen. Den LCGB ist also ganz stark am Privatsektor vertreten. An der Chambre des Salariés huet den LCGB mat 17 Sitz konsolidiert als national Repräsentativitéit ass méi ewéi aufgesëchert. Sozialwahlen vom 12. März 2024 hunn den LCGB as enger Position ha am Land gefestigt. Stellen eng solid Basis durch, op derer mir die nächsten Jahren als Gewerkschaftspolitik weiter können entwickeln. Den LCGB konnte das exzellent Resultat nimmen durch Sterbecht an den Engagement für seine Kandidaten und Militanten erreichen. Dafür will ich euch all auf dieser Platz, auf unserem 1. Mai, vielmals merci sagen. Wir haben das Resultat nicht als Equipe können erreichen. Den LCGB wird sein Gewerkschaftserbecht am strikten Interesse von den Salarien weiter ausbauen. Den LCGB ist überzeugt, dass das schwierigen Dossier wie Pensionen oder die Reform vom Kollektivvertragsgesetz die national repräsentativ Gewerkschaften hier am Land müssen zusammen schaffen. Den LCGB ist bereit, für so eng Zusammenarbeit, und wir sind bereit, als Responsabilität zu holen, für zu summen, das bestmöglichste Resultat können für die Leute rauszuschlagen. Den LCGB bringt an die Zusammenarbeit seine Kompetenzen und sein Durchsetzungsvermögen voller an. Kolleginnen und Kollegen, den 9. Juni sind Europawahlen. Diese Wahlen stehen unter besonderem Vorzeichen. Viele Länder an der Europäischen Union sind populistisch und rechtsextreme Parteien am Vormarsch. Das ist eine gefährliche Entwicklung, weil sie stellt nicht nur die Demokratie in Europa froh, nein, diese Entwicklung bedreht ganz konkret das friedliche Leben in Europa auf eine fundamentale Manier. Kolleginnen und Kollegen, die Europäische Union ist der Garant für Demokratie und Frieden in Europa. Diejenigen, die Europa vorstellen, an die Menge von einem Europa von den Nationen können zu faseln, die haben etwas Wesentliches vergessen. 1913 hatten wir ein Europa von den Nationen. An Konsequenzen davon wären 2 Weltkriege, Diktaturen und millionenfache Völkermord. Wenn Europa die Europäische Union vorstellt, mit dem kann den LCGB nicht d'accord sein, weil es stellt Frieden und Demokratie an unserem Kontinent auf froh. Kolleginnen und Kollegen, den LCGB steht für ein friedliches Leben in Europa. Den LCGB fordert mehr Sozialeuropa. Den LCGB fordert ein Europa, das für Vollbeschäftigung sorgt. Den LCGB fordert ein Europa, wo die Salarien an ihre Familien dezent von ihrer Paie können leben und eine anständige Sozialversicherung haben. Den LCGB begrüßt an dem Kontext ausdrücklich Deklaration DTU mit den europäischen Sozialpartnern Sommet de la Hulpe unterschrieben hat. Diese Deklaration unterstreicht das gemeinsame Engagement für soziale Fortschritt, Chancengleichheit
gut Arbeitsplätzen mit anständigen Arbeitskonditionen sowie Bekämpfung von der Armut. Das Deklaration ist auch von der Letztebauer Regierung unterstützt gehen, und ich will auch dem Arbeitsminister Georges Michaud vielmals merci sagen, dass die Überlegungen von den Gewerkschaften am Vorfeld von der Signatur mit konsideriert wird. Den LCGB fordert an Europa wat Rechte an Freiheit wo seine Bürger verteidigt und dafür sorgt, dass alle guten Menschen in Europa, auch die an der Ukraine, friedlich an der Freiheit zusammen können leben und an europäischen Projekt gemeinsam können weiterschaffen. Europa, die Europäische Union, ist keine Utopie. Es ist unser Projekt, es ist die Zukunft von unseren Kindern. Und wir dürfen uns die Zukunft nicht von Demagogen, Populisten oder anderen rechtsextremen Toperten Futti machen lassen. Europa braucht Engagement und Zusammenhalt, Demokratie, sozial und progressiv Werte, und sich aber nicht von allein. Es ist als gemeinsame Responsabilität, den europäischen Projekt weiterzuführen. Und dafür, Kolleginnen und Kollegen, weil es als Responsabilität ist, rief den LCGB heute so ab, den 9. Juni, den Parteien, die sich nicht zu einem gemeinsamen und sozialen Europa keine Stimme zu geben. Populisten und Rechtsextremer haben am EU-Parlament nichts verloren. Wie ein Beispiel braucht, sollen wir nach Großbritannien gucken gehen. Ökonomisch und sozial geht es der großen Majorität der Briten nach dem Brexit eben nicht besser, mehr viel mehr schlecht. Der Brexit und die demagogisch Versprechen stellen sich als das raus, was sie immer wären, ein ganz groß Lüge. Dafür fordert der LCGB auch, dass am neu gewählten EU-Parlament nicht mit rechtsextremen oder populistischen Parteien zusammen geschafft gehen. Populismus und Rechtsextremismus dürfen auf keinen Fall über Tanadier salonfähig gemacht gehen. Der LCGB steht fest zu seinen Werten, die auf Solidarität und gemeinsamen Engagement basieren. Der LCGB tritt für mich eine gerechte Gesellschaft an, die auf Inklusion setzt und an der alle Menschen einen Platz findet. Wir refusieren Intoleranz, Hass, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit und das weitere noch mehr. Wir fordern das nicht nur in Europa oder hier am Land. Wir treten noch klar dafür an, überall wo wir präsent sind. Sie auf das hier 1. Mai oder zum Beispiel am Conseil d'Administration von einer Beschäftigungsinitiative. Kolleginnen und Kollegen, den LCGB fordert mehr Sozialgerechtigkeit auch hier am Land. Für den LCGB bedeutet das zuallererst, dass wir die Kaufkraft von den Salarien stärken, dadurch, dass wir ein Indexsystem beibehalten, dass die Regierung Steuern für die kleinen und mittleren Revenuen aufsetzt. Am Klartext heißt das, den LCGB fordert, dass der Mindestlohn steuerfrei ist. Den LCGB fordert danach, dass der Mindestlohn substanziell 3,5% oder 100 € brutto abgebessert wird, für das den über der Armutsgrenze liegt. Den LCGB fordert, dass der Reichtum, den hier am Land am Privatsektor all derer schafft wird, auch gerecht verdient muss gehen. Den LCGB fordert dafür die Employeuren ab, die rezente Diskussion am Komitee permanent du Travail de l'Emploi, was das Kollektivvertragsgesetz angeht, zu nutzen, um mit den Gewerkschaften mehr und besser Kollektivverträge
für Salarien zu verhandeln. Wir fordern Paien von denen Menschen, die hier am Land schaffen, an ihre Familien dezent können leben. Wir brauchen anständige Arbeitskonditionen, die den Leuten besonders bei den Arbeitszeiten entgegenkommen, an ihnen die Flexibilität gehen, die sie brauchen, für ihr Leben zu organisieren. Den LCGB hat sich an den letzten Jahren stark mit neuen Technologien an Entwicklungen wie der Digitalisation und der Intelligenz artificiell beschäftigt. Wir müssen dementsprechend nicht nur als Formation kontinu aufpassen, aber auch als Delegationsgesetz muss, was die neuen Technologien angeht, am Bereich von der Kodecision angepasst gehen. Das neue Technologien müssen enkadriert gehen, für Exen zu verhindern. Den LCGB fordert darüber heraus, dass die Sozialsicherheit so reformiert und strukturiert wird, dass die Assuré immer im Mittelpunkt steht. Wir fordern, dass die Existenz von den Salarien gegenüber dem Risiko vom Chômage und Krankheit aufgesichert wird. Die beste Politik gegen Prekarität und Armut ist, Menschen an Arbeit zu bringen oder an Arbeit zu halten. Das ist nicht nur eine Frage von der sozialen Kohäsion, die durch den Chômage und die Misere vorgestellt wird. Es ist auch eine Frage von der Dignität, vom Umgang von dieser Gesellschaft mit denen, die riskieren, durch den Grill zu fallen. Den LCGB ist auch überzeugt, dass als Gesellschaft als Arbeitswelt auf Dauer nicht mehr realisieren kann, wenn wir die Menschen gleich behandeln, egal ob sie Resident oder Frontalier sind. Für den LCGB ist es klar, dass die soziale Kohäsion in unserem Land mit bald 50% Kollegen, die aus den Notbeschländern alltag bei uns arbeiten kommen, auch dementsprechend muss definiert gehen. Lützeburg als Metropol von der Großregion als ein Platz, auf die alle Menschen guckt, an die Leute braucht, für heute zu schaffen, als Land und die Ökonomie weiterzubringen und zu entwickeln. Den LCGB fordert dafür den Finanzminister auf, alles zu erholen, für die Schikane von den deutschen und französischen Kollegen durch die neue Doppelbesteuerung auf ein Ende zu bringen. Den LCGB bleibt davon überzeugt, dass das Land als Gesellschaft muss auf ein mehr breit, ein mehr solid demokratisches Fundament gesagt gehen. Die Repräsentation an unserer Chambre ist nicht mehr am Einklang mit der Realität, wie als Gesellschaft sich zusammensetzt, wie auch, weil bald 50% von den Einwohnern nicht an der Chambre vertreten können sehen. Den LCGB tritt dafür weiter für das Wahlrecht von allen Einwohnern bei den Chamberwahlen an. Lützeburg soll und muss heute herausgehen, weil an Zeiten, wo Europa riskiert, durch Nationalismus an einer Gifter Futti gemacht zu gehen, muss doch bald sich auf den richtigen Weg machen. Und es geht Lützeburg, unserem Land, gut tun, einmal unterstützt an Europa zu stehen. Kolleginnen und Kollegen, für mehr soziale Gerechtigkeit zu erreichen, müssten wir zuallererst aber strukturelle Probleme gelöst kriegen. Du hast zuallererst die Doppelkrise im Logement und vom Bausektor zu nennen. Es ist die Zinspolitik von der Europäischen Zentralbank, die diese Krise ausgelöst hat. Den Accès zum Logement ist hier am Land zu einem Luxus gehen, den sich dann nach sonst wenig leisten können. Dafür ist es unverständlich, dass Banken, die 2008 an der Bankenkrise von der Allgemeinheit stark unterstützt gesehen, sich heute hinter der EZB verstoppen. Die Regierung hat dafür zu sorgen, dass den Accès zur Finanzierung von einem Logement für die Majorität der Leute assuriert ist. Die Regierung und die Gemeinde
müssen des Weiteren dafür sorgen, dass genug Bauterrain da ist, für endlich mehr Wohnungen können zu bauen. Erst dann kann die Dürbelkrise auf ein Ende kommen. Wenn wir junge Leute, junge Familien wollen eine Perspektive an diesem Land bieten, dann muss mir ihnen auch abordable Wohnraum können schaffen. Die rezent Aussagen vom Responsable von der Société Nationale des Habitations am Bon Marché, dass Preise und noch das Finanzment von ihren Logementen so teuer sind, dass sie quasi nicht mehr und die visierte Population können verkauft gehen, muss ganz fern zu denken gehen. Doffer und Wohnraum mit abordablem Kostenpunkt, sie wird für zu lohnen oder zu kaufen, muss dringend darauf gesagt gehen. Das ist nicht zu verwechseln mit dem sozialen Wohnungsbau, den diejenigen an Dach soll bringen, die vom selben gar nicht verpacken. Wann aber quasi alle Menschen am Land auf Sozialkriterien muss können zählen, für ein daheim zu finden, als etwas komplett faul an diesem Land. Die rezente Initiative von der Regierung für den Investiment zu encouragieren, sind an dieser Krise nicht falsch. Mit diesen Mesuren unterstützen dann echter diejenigen, die schon Kapital haben, und nicht junge Leute und Familien, die wir wollen visieren. Ein weiteres, entretemps strukturelles Problem ist das Funktionament von der Sécurité sociale und auch besonders von der Santé. Die responsable Minister muss heute dafür sorgen, dass die Intérêts von Massuré Priorität kriegen. Den LCGB verlangt, dass Versorgungsprobleme mit Medikamenten endlich auf ein Ende gehen. Den LCGB fordert, dass Digitalisation an der Santé genutzt wird, für Tele bei den Remboursementen zu verkürzen und Kommunikation mit Massuré zu verbessern. Überhaupt gehört den Tiers payant zu einer modernen Gesundheitsversicherung, gerade so, wie mit Kurzwerdezeiten, was Treatmente angeht. Modern, ambulante Behandlungsmöglichkeiten gehören an dezentrale Strukturen, die nur bei den Leuten situiert sollen gehen. Des Weiteren dürfen Decisionen vom Kontrolle Medikal an der Medizin du Travail sich nicht mehr widersprechen und damit den Mensch an den existenziellen Abseits stellen. Schlussendlich muss endlich mit der Perversität abgehalten gehen, die erlaubt, dass der Mensch, der schwer krank ist, nur hat 7 Wochen seine Existenz verliert, weil er aus der Sécurité sociale aufgemeldet wird. Madame Minister, dir steht hier am Wort, dir hat eine schnelle Lösung versprochen. Madame Minister, dir braucht hier nicht lang zu überlegen. Den LCGB hat die beste Lösung schon ein paar Mal präsentiert. Nämlich, dass der Mensch so lange krank gemeldet ist, bis er arbeiten kann oder bis er an der Invalidenrente ist oder reklassiert ist. Etwas Ähnliches könnt für den LCGB nicht erfroren. Kolleginnen und Kollegen, ein anderes Sujet, den die Regierung auf den Tisch gebracht hat, ist die Aufsicherung von unserem Pensionssystem. Das Sujet hat an der Chamberwahl keine Rolle gespielt. Und ist aber bemal aufgetaucht wie den Eisberg während der Titanic. Es hat keine gesehen kommen, mehr auf bemal wären da. Wäre es klar, ganz klar zu sagen, den LCGB beteiligt sich nicht mehr an der Polemik, mit welcher diesen Dossier an den Publikum gebracht ist. Den LCGB geht allweh mit, den dazu feiert, als Rentensystem besser aufzusichern. Pisten, die hier um dich schleichen, sind klar. Kotisationen, Topjeven oder Dropsätze vom Plafond kotisabel am Privatsektor oder Daffeieren von einer Contribution soziale auf hohe Benefice, die verschiedene Betriebe oder Gesellschaften realisieren. Die rezente Entwicklung von den Benefizen am Bankensektor sind hier ein gutes Beispiel.
Als Ziel als klar. D'Entlastung vom Faktor Erbecht an d'Ofsicherung nicht nur von unseren Renten, sondern von der ganzen Sécurité sociale. Den LCGB erwehrt sich, dass die Diskussionen zu 3 am Tripartitformat gefordert gehen. Den Tripartitformat ist nämlich die einzige Konstellation, die auf der einen Seite Kompetenzen hat und auf der anderen Seite Kraft hat, für das, was am Konsens dezidiert ist, Terrain zu vermitteln und dementsprechend auch umzusetzen. All einer Approche oder Zusammensetzung feiert es so, dass die Struktur nicht mehr effizient funktionieren kann. Für auch hier ganz klar zu sein. Den LCGB refusiert kategorisch, dass unser Rentensystem, das auf Solidarität basiert, Futti geschlagen wird, weil durch ein Grundrente mit Pension komplementär soll ersetzt gehen. Pension komplementär kann sich nach lang nicht allen schlechten. An d'Employen aus der Sidérurgie haben gemerkt, was Versprechen vom Betrieb auf wirtschaftlich schweren Zeiten wert sind. Nämlich nicht, gar nicht. Den LCGB fordert Beibehalten vom Prinzip, dass als Pensionskäst zu 3, also Salarié, Employeur, als Staatsbudget zu gleichen Teilen finanziert wird. Für den LCGB muss Gerechtigkeit zwischen den Generationen aufgesichert bleiben. Dadurch, dass Kotisationen von den nächsten Generationen nach demselben Gegenwert an ihrer Pension haben und nicht durch eine massive Verschlechterung von der Rentenformel quasi entfernt gehen. Den LCGB ist überzeugt, dass die Mindestrente substanziell herabgesetzt gehen, für alle Menschen ein dezent Leben am Alter zu ermöglichen. Schlussendlich will den LCGB an diesem Dossier eng mit den anderen national repräsentativen Gewerkschaften zusammenarbeiten, weil es nicht kann sein, dass durch die visierte Reform der Groove zwischen Privatsektor und Fonction publique noch mehr groß wird. Kolleginnen und Kollegen, für das unser Sozialmodell funktionieren kann, muss Tripartit von Krisen oder tiefgreifenden Problemen entstehen, die richtige Lösungen finden. Dafür brauchen 3 Voraussetzungen. Erstens, innovativ können zu denken, an neue Wege zu gehen, so wie das an den letzten Tripartitsakkorden möglich wäre, an dem wir uns nicht mehr auf eine Indexdiskussion fokussiert tun, mehr auf die Ursache, nämlich die Inflation, die durch den Energiepreisdeckel stärker reduziert geht. Zweitens, es braucht den Willen zum Kompromiss von allen Partnern an der Tripartit. Drittens, es braucht eine nötige Vertrauensbasis zwischen den Partnern von der Tripartit. Kolleginnen und Kollegen, wenn Ihnen die rezent Aussagen von den Vertretern vom Patronat am Komitee permanent de l'Emploi analysiert, nämlich der Vorstellen von Kollektivverträgen und Forderungen für Delegationen ohne Gewerkschaft können Akkorden zu verhandeln, da muss ihn zur Konklusion kommen, dass die Vertrauensbasis beim Patronat stärker vorgestellt ist und der Willen zum Kompromiss wohl auch fehlt. Patronatsforderung no Karenztag am Krankheitsfall gäbe auch nicht mehr dazu feiern, für schwer Krankleute zu kugenieren oder aber, dass Krankleute auch nach Schaffen gehen, an ihr Kollegen ausstierchen, als schlussendlich den Absentismus nach mehr klammen. Das Forderung ist also nicht nur kontraproduktiv, mehr regelrecht ein Schlag an Gesicht, ein Frechheit gegenüber all Salarien hier am Land. Das ist nicht das Lützebäuer Modell.
wann en dann auch nach wees, dat duell an der Rentendiskussion extrem Evaluierungen op den Tisch lädt, die Trente quasi am Talschen ge verkehrt sind, an regelrecht Trommelfeier, weil ein Gehirwäsch am Publikum inszeniert gött, für als Rentesystem vorzustellen. Wann in all dat zur Kenntnis hält, dann drängt sich eng Konklusion klar op, nämlich, dat unser Sozialmodell von den Employeren fermer vorgestellt wird, an nicht nur reformiert, mais futti geschlossen soll gehen. Kolleginnen und Kollegen, das wird dann noch dann von der Tripartite und vom sozialen Frieden hier am Land. So eine Politik stellt doch die soziale Kohäsion auf froh, mit allen Extremen und Exzessen, die wir aus anderen Ländern kennen. Den LCGB refusiert so einen Approach. Den LCGB tritt für unser soziales Modell an. Für den LCGB gibt es keine Alternative zur Tripartite, für aus den Krisen ökonomisch und sozial gestärkt können rauszukommen. Allerdings also so eine Politik, die nebenbei auch den sozialen Frieden hier am Land aufsichert, nicht zum Nulltarif zu realisieren. Den LCGB fordert dafür auch Patronat, Patronat op, für zu Summe mit den Gewerkschaften, alles auf den Weg zu bringen, für die strukturellen Defizite, die durch die Energiepreise, Digitalisation und noch eine Transition auf eine CO2-neutrale Produktion entstehen, zu Summe zu identifizieren und gegebenenfalls mit der Regierung noch Lösungen zu sichern. Das gemeinsam Uleis von Gewerkschaften und Patronat misst Sinn, den Leuten sicher Arbeitsplätze mit anständigen Arbeitskonditionen und einer attraktiven Remuneration zu offerieren. Der Mensch aus dem Betrieb sein wichtigste Ressource und es kann einfach nicht sein, dass wir nicht mehr in Produktionsanlagen, in PCen oder in Utien wollen investieren. Für den LCGB muss all Mensch sich auf seine Arbeit können entfallen und Perspektiven nun, wie sich kann entwickeln. Das funktioniert nicht mehr durch ein Invest an den Mensch und damit am Ende nicht mehr ein attraktiver Kollektivvertrag, aber auch ein Recht auf Weiterentwicklung durch Weiterbildung. Den LCGB setzt sich für eine humane Arbeitswelt an und fordert darüber hinaus auch ein inklusiver Approach, für das all Einzelnen sich eine Existenz kann aufbauen. Das ist auch der Grund, für was den LCGB für 25 Jahre proaktiv gegründet hat und auch nach heute an dieser Beschäftigungsinitiative engagiert ist. Dem LCGB geht es hier rein an allein die soziale Wolle, die so eine Struktur soll haben, nämlich die Inklusion, Druckfeiern, für einzelnen Schirme, den der proaktiv von der ADAM aufgetraut kriegt, durch Formation an Arbeit und den echten Arbeitsmarkt. Das Tag als Nobel, mir das Leid an der Natur von der Sache nicht immer einfach. Ich will hier auf der Platz dem ganzen Personal vom Proaktiv mein Respekt und meine volle Solidarität ausdrücken. Es ist absolut bedauerlich, dass arbeitsrechtliche Verfehlungen von einem Einzelnen den ganzen Proaktiv belasten. Der Präsident vom Proaktiv, der Norbert Konter, hat heute seine Responsabilität geholt an dieser Episode ob ein definitiv Endbrot. All anderen Approche hätten proaktiv massiv geschult an imprävisibel an nefast Konsequenzen nach sich gezogen. Außerdem solle doch klar sein, dass auch wenn die Struktur aktuell an der Form von einer SRL-SIS konstituiert ist, die Unterstützung vom Ministère du Travail 75% vom Chiffre d'affaires ausmischt. Dafür ist der Witz, dass der Ex-Direktor der Proaktiv als Kapitalgesellschaft bezeichnen und auch so
handeln. Kapitalist spielen mit dem Steuerzahler seine Suen als inakzeptabel. Aus diesen Gründen leihen nicht nur die legal, aber auch ganz besonders die moralische Obligationen, was Gestion und proaktiv angeht, ganz hoch. Kolleginnen und Kollegen, den LCGB setzt sich für anständige Arbeitskonditionen ein gut Peien an den Kollektivvertrag an. Ein gutes Beispiel an diesem Kontext sind die aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen bei der Luxair. Es muss klar sein, dass der Ersatz vom Personal an den letzten Jahren muss honoriert gehen. Den LCGB zusammen mit den anderen Gewerkschaften wird alles durchsetzen, für ein anständiges Resultat herauszuschlagen und es schließen ein Konflikt hier nicht aus. Den LCGB hat bewiesen, dass er nicht zeigt, kapabel ist, bis zum Äußersten zu gehen, für seine Forderung durchzusetzen. Für den LCGB müssen die Existenzen von den Salarien gegen das Risiko vom Chômage und Krankheit aufgesichert gehen. Bei der Tachkette zu Wolz sollen 126 von 560 Arbeitsplätzen aufgebaut gehen. Den LCGB fordert ein Alternativmodell zum Chômage. Den LCGB fordert Weiterentwicklung an den Ausbau von der Prestationen an der Gesundheitskäse. Den LCGB fordert die Aufsicherung von unserem Rentensystem. Kolleginnen und Kollegen, kurz und bündig, für den LCGB können Sozialaufbau nicht erfroh. Für den LCGB können Rentenklau nicht erfroh. Für den LCGB ist die Verschlechterung von unseren Arbeitskonditionen keine Option. An Kolleginnen und Kollegen, die könnt ihr schon denken, der Index steht für den LCGB nicht zur Disposition. Kolleginnen und Kollegen, den LCGB wird in den nächsten Jahren weiter seine Prestationen und Services schaffen. Den LCGB wird sein Engagement Terrain an den Betrieben noch verstärken, gerade wie der Bereich von den Konsultationen an unserem Infocenter. Den LCGB als Lozanter mehr wie 100 Jahre Deal für das Salarié zu unterstützen und zu enkadrieren. Die Resultate von der Sozialwahlen vom 12. März 2024 an unserer Entwicklung, ob haut mehr als 47.500 Membern, weisen uns klar, dass wir richtigen Weg sind. Richtigen Weg für nur einen Schritt voraus zu sehen. Vive den 1. Mai! Vive den LCGB! Merci für die Aufmerksamkeit und einen ganz schönen Tag im Familienfest. Merci! Merci, merci. Komm, komm. Ich wollte noch einen Vertreter von der römischen Gemeinde aufrufen. Der nächste Chef ist am Saal.